Grüezi Sie wieder, mein Name ist Dr. Klöti. Das Campus ist wieder Autosalon. Was heisst das für den Konsument? Gar nicht, weil der Konsument kann am Salon gar nicht kaufen. Was heisst das für mich? Ich muss wieder ein Thema kommentieren, das mich ein Scheissdreck interessiert. Kleiner Scherz. Wenn Sie ein Auto kaufen, müssen Sie sich Folgendes überlegen. Wenn Sie eins, wo Sie überall durchkommen, egal wie viele andere Verkehrsteilnehmer gerade rum sind, klären Sie von Anfang an Ihr Verhältnis zu den Fußgängern. Entweder Sie biedern sich bei ihnen an, oder Sie wehren sich gegen den natürlichen Gegner vom Automobilisten. Sind Sie vorwiegend unterwegs allein oder fahrt bei Ihnen die ganze Verwandtschaft regelmäßig mit, dann ist das zweistöckige Terrassen-Cabrio das Richtige. Allerdings müssen Sie sich entscheiden, wenn Sie genügend Mitfahrplatz oder wenn Sie bei der Reifenpanne auf der sicheren Seite sind. Aber aufpassen, weder das eine noch das andere von den zeigenden Autos können Sie überall parkieren. Allerdings gibt es auch Parkplätze, dort ist es mit allen Automarken extrem schwierig. Konzentrieren Sie sich am Autosalon aufs Automodell und nicht auf die weiblichen Models. Der Trick ist nämlich auch schon in anderen Branchen versucht worden. Wenn Sie da als Konsument nicht einen klaren Kopf bewahren, sind Sie plötzlich Besitzer von einem untauglichen Multifunktionsgerät. Welches Auto Sie auch immer fahren, vor jeder Fahrt sollten Sie sich die Route genau überlegen. Stellen Sie sich folgende Frage: Will ich auf Schweiz, Einsiedeln oder auf Wollerau? So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können mir jetzt Fragen stellen. Bitte. Im Gegenteil, denen geht's wie uns. Die haben die Nacht nämlich am meisten Durst. Bedenken Sie, eine Wildsau verkürzt zwar Ihren Bremsweg, aber gleichzeitig auch Ihr Chassis. Nächste Frage. Zu einem, der möglichst wenig Geld ausgibt. Nächste. Geben Sie Ihren Sportwagen zur Adoption frei und kaufen Sie einen frisierten Minivan mit Dachspoiler. Oder scheiden Sie sich von Ihrer Frau, heiraten Sie Melanie Winiger oder Uli Getzendalder. Guten Abend, Ihnen.